Seit sage und schreibe 22 Jahren gibt es eine Band in Ilanz, da oben. Und die haben jetzt gerade eine neue Platte gemacht. Das ist noch lustig, weil die Band heißt No Future und die gibt es schon seit 22 Jahren. Also eine gewisse Ironie in sich hat. Ihr neues Album heisst 12 und sieht so aus, ja. Und der heutige Gast im WLAN 24 Sonntagsgespräch ist der Sammy Schmid, Songwriter, Sänger, Gitarrist, Sunnyboy im Vordergrund, könnte man sagen, so, von No Future. Ja, herzlich willkommen. Danke vielmals. Ja, eben, das ist eben genau das, was ich nicht gedacht habe. Ja, jetzt machen wir da Merchandise wie die Grossen. So, ja, 3 so ganze Sachen. Eine CD, ein Bag und eine Sonnenbrille. Ja, das ist mehr als andere machen, die es nur noch online stellen, oder? So. Ja, neue Platte. Was ich weiss, auch das erste Mal in dem Studio aufgenommen, glaube ich. Das zweite Mal. Das zweite Mal schon. Ist schon die zweite. Wieso? Dort aufgenommen, Powerplay Studios. Habt ihr dort einfach eure Base gefunden, wo ihr findet, das tönt am besten, wenn wir dort aufnehmen? Wir haben dort Reto Muckli kennengelernt, vom André, vom Bassist aus. Und der hat ja dort, also das Powerplay hat ein ganzes Haus, wo du drinnen kannst wohnen, während du aufnimmst. Und das haben wir gerade letztes Mal schon sehr geschätzt und haben wir das Mal eben auch sehr geschätzt, weil wir noch Familie haben etc. muss das Ganze ziemlich schnell gehen. Also ziemlich konzentriert, ziemlich effizient gehen. Und dann kannst du nicht die ganze Zeit runterrösseln, aufrösseln und... So Song für Song genau, ist nicht so nein, das muss wirklich effizienter laufen. Und das kann man natürlich, wenn du eine Woche dort unten bist, bist du dort und kannst praktisch Tag und Nacht dort drinnen arbeiten. Und gerade eben auch wohnen, am Morgen aufstehen, du bist die ganze Zeit drin, du kommst in den Film rein besser. So, und ja, darum dort unten. Aber Kiddies und Frauen ist der Highlight in dem Fall. Kiddies und Frauen sind daheim gewesen, genau. Und der Reto Muckli übrigens und der Miro Wolf, die das Ganze mit uns zusammen gemacht haben. Grüße ans Powerplay-Team. Das ist eine super Bude dort. Können wir auch anderen empfehlen. Das ist eine mega gute Sache. Also wenn es wieder eine gibt, dann sind wir wieder dort. Ja. Dann schauen wir wieder. Ja, genau. Ihr habt das mal so ganz eine spezielle Strategie. Also eigentlich abgesehen von einem Song kann man alle Songs von dieser CD jetzt schon online hören. Würdest du sagen, es hat sich gelohnt, dass ihr die Strategie, dass ihr jeden Monat einen Song rausgebt? Ja, wir haben sicher da mal ein bisschen einen neuen Weg probiert. Für uns auch nicht typisch war. Wir haben von diesen Single-Releases hat man in der letzten Zeit immer wieder ein bisschen gehört. Und dann haben wir gefunden, komm, das machen wir jetzt auch mal. Ist doch cool, eigentlich tönt es ja mega gut. Du hast ein Jahr lang eine Release-Party. Und ja, dann haben wir gefunden, machen wir das. Und haben dann eben seit dem letzten Mai angefangen, monatlich einen Song rauszugeben. Und es hat sehr viele Vorteile gehabt, im Sinne von, man ist sehr an der Oberfläche geblieben, in dem Sinne, im Gespräch geblieben, ein Jahr lang jetzt. Andererseits war es auch sehr aufwendig gewesen. Das ist vielleicht auch jetzt ein bisschen ein Nachteil an dieser Art zum Veröffentlichen, aber alles in allem hat es also Spass gemacht, hat es schon, mal selbst schon. Tut sich das auch in den Plays, also in den Streamings niederschlagen? Kann man sagen, dass wenn du jeden Monat etwas hast, dann sind wir ja mehr im Gespräch oder haben eigentlich stetig neue Releases und mehr Hörer auch in dem Sinn, oder nicht unbedingt? Ich würde im Fall glaube schon sagen, weil dann die sich auf diese Songs freuen, dann einfach jeden Monat sehen, jetzt ist wieder eins gekommen und gehen hören. Und durch das hast du, glaube ich, schon eine Steigerung, vor allem eine Verteilung auf alle Songs vom Album. Und nicht nur, weißt, auf die, du bringst ein Album raus und hast dann vielleicht 2 Songs, die am beliebtesten sind, wie meistens halt irgendwie 2 bis 3, 4 Songs am beliebtesten sind. Und dann konzentrieren sich Klicks dort vor allem drauf. Und da hast du so wie viel mehr Konsistenz, also dass halt alle Tracks ein bisschen gestreamt werden. Es ist auch noch cool, du kannst zu jedem Song eine Art wie auch noch ein bisschen mehr dazu erzählen, also so Hintergrundwissen und so. Und genau, das stimmt.
Könntest eigentlich auch noch zu jedem einen Videoclip drehen, oder? So, könntest. Wir reden jetzt über was man noch könnte. So, ja. Nein, könntest du natürlich. Aber irgendwo musst du planen, was machst du, oder? Was machst du alles? Machst du ein Promo, machst du ein Video, gibst die Singles einzeln raus, was machst du konzerttechnisch? Irgendwo hast du Zeit verfügbar und dann musst du ein bisschen den Mix finden, was am besten passt. Eine riesige Budgetierung von Zeit, oder? Das ist immer so ein bisschen... Und vom Geld. Ja. Aber was ich eben nicht ganz verstehe, habt ihr das Album schon fertig gehabt, wo ihr angefangen habt, erste Songs veröffentlichen? Also ist das Album komplett schon gestanden? Schon im Presswerk gewesen? Und ihr habt jetzt das seit einem Jahr daheim, so ein bisschen... Nein. Ja, jetzt bringen wir da unsere neue Platten raus, oder? Also physisch war es noch nicht rum. Das Album ist eigentlich gestanden, die Songs sind aufgenommen, selbst wohl. Ja. Aber es ist noch nicht im Presswerk, selbst ist dann alles innerhalb von dem Jahr jetzt passiert. Aber ist jetzt nicht irgendwie... Also, dass er so auf den letzten Drucker noch so... Ja, jetzt bringen wir dann diesen Song raus. Könntest du den noch mastern, da schnell oder so? Nein. So nicht. Das ist, also digital ist alles vorbereitet gewesen. Wir haben auch gewusst, die Reihenfolge seit dem April schon letztes Jahr. Wie wir wählen, oder noch früher, welcher Song wann rauskommt. Ja. Ich finde es eben immer ein bisschen... Also, sind jetzt die Songs für dich nicht schon fast ein bisschen alt? Jawohl, der erste Song ist jetzt schon fast ein Jahr alt. Ja, eben. Also, weißt du, aber hast du noch die gleiche Freude, wie wenn er es jetzt irgendwie erst gerade vor 2 Monaten fertig gebracht hätten? Mal, so. Also es ist nicht so, dass ich habe immer so ein bisschen, wenn ich eine CD rausbringe, dann habe ich das schon so viel mal gehört, der Produktion und so, dass dann irgendwann finde, ja, ist jetzt auch mal gut. Aber das spielt dann keine Rolle, veröffentlichst du einzeln oder alle miteinander, weil du hast es ja im Studio tausende von Mal gehört und ich glaube, den Effekt hast du so oder so. Was halt cool ist, wenn du das Album direkt rausbringst, ist, du hast ja so den Peak. Du hast so eine mega Euphorie in der Phase, wo das Album rauskommt, dann kommt alles an die Leute, wir reagieren drauf etc. Und das ist da halt ein bisschen länger gestreckt, dafür ein bisschen flacher. Ja. So. Aber du hast gleich noch Freude. Hey, ja, mega. Es ist vielleicht auch so ein bisschen, wenn du sagst, eben, der nicht mehr allein, der ist ja jetzt gut schon jährig, oder? Da kannst du ihn ja wie schon fast wieder ein bisschen neu entdecken für dich, oder? Ja, und also weißt, hast du ihn vielleicht auch länger schon nicht mehr gehört und jetzt, wenn die CD rauskommt, hörst du die CD einmal noch? Oder, so meinst du? Oder hörst du noch Future nonstop? Nein. Aber der Song ist eingebrannt. Ja. Weißt du, das ist nicht wie, du vergisst es noch nicht wie und nachher kommt er wieder. Das ist ja immer omnipräsent, das ist voll da. Aber trotzdem macht es Spass, jetzt, wo wir es auch live eingespielt haben, alles so. Weißt du, live tönt es wieder ein bisschen anders, trotzdem, oder? Wenn halt das Instrument wieder, ja, wie tut man es live überbringen, wie bringt man es rein? Ja, und der Live-Mood noch dazu. Spielen ihr alle Songs vom neuen Album live? Nein. Oder sind ihr auch so eine Band, die so 1-2 Songs macht, die vielleicht irgendwie sich gar nicht so gut eignen zum Live-Spielen? Ja, auch vor allem, wir haben ja schon 4 Alben aus. Ja. Wir haben ein EP noch aus und das wären... Das ist nicht 7 Stunden Du Spiel. kannst nicht einfach das Album abwarten und dann hast das Konzert rum, oder? Ja. Sondern wir haben schon natürlich mit Fokus auf das neue Projekt, also es kommen viele Songs vom neuen Album, aber es müssen auch viele von den anderen dabei sein, damit ja, die Leute auch Freude haben, finde ich. Und die Konzerte erwartest, glaube die Songs erwartest, wenn du noch für das Konzert gehst, einfach die einen. Und dann ja, welche zum Beispiel so 147 Tage oder so. Ja, ich glaube, wenn Nein, immer dann finde ich, also ich wär enttäuscht, wenn immer dann nicht kommen würde. Das spielen wir jetzt das mal nicht. Ja gut, dann komme ich halt nicht. Nein, das ist genau so das für mich, meine ich. ja. Immer den ist natürlich auch mit dabei Ja. und das darf nicht fehlen irgendwie. Das ist genau das. Ja. Ja, was ist es jetzt so, also welchen Stellenwert hat das Album, wenn du jetzt die ganze Diskografie anschaust von euch?
Irgendwie wie Vollgas kommt es mir, immer wenn ich so ein bisschen an das Projekt Also ein denke. Alterswerk mit Vollgas. Ein Alterswerk mit Vollgas, einfach weil es sehr intensiv war, die ganze Zeit war sehr intensiv. Auch wegen dem, was man auch noch neben der Band alles hat. Und trotzdem hat man sich extrem viel Mühe gegeben im Songwriting, wo übrigens der André auch sehr viel mitgeholfen hat im ganzen Songwriting. Dann hat man 2 Bläser, und zwar auf jedem Track drauf, den wir auf keinem Album bis jetzt gemacht haben. Das ist Full Horn Section in dem Sinn auf jedem Track. Und eben, das hat ja auch noch irgendjemand irgendwann schreiben und auch noch die ganze Notation für Bläser machen etc. Darum ist irgendwie einfach Vollgas. Die ganzen Single-Veröffentlichungen, wo jeder Song noch erklärt worden ist, mit einem Text, genau was ist dort genau gelaufen, warum hat man den geschrieben. Ja, und dann der Videoclip natürlich, der nicht fehlen darf, gell, der auch noch war. Nein, das ist einfach irgendwie jetzt ein Jahr lang abgegangen. Und gleich effizient wie nie zuvor. Also es ist jetzt No Future. Wird aufs Alter so... Go Future, ja genau. Nein, es ist natürlich No Future. Wir haben auch den Moment gelebt. Ja. Nach wie vor, das ist, glaube das, was wir... Für das steht unser Name und das leben wir auch immer noch. Wir leben im Moment. Es hat so gestimmt, es hat so gepasst. Alle haben Energie können dafür aufbringen und Freude gehabt. Und darum ist ja, das Teil jetzt da. Was willst du noch mehr? Gell? Was willst du noch mehr? Ja. Ich finde auch. Zu der Horn-Section noch, darf ich noch unseren Gasttrompeter erwähnen. Der Remo Derungs, der uns auf dem Album eben auf jedem Track begleitet. Die einen wissen vielleicht, der hat bei Il Moment bei uns schon mitgespielt auf dem Album, Teil Songs. Jetzt da ist er Vollgas auf jedem Track mit dabei und begleitet uns mit dem Projekt. Jetzt, für die vielleicht noch nicht so reingelassen haben in die einzelnen Tracks, gibt es denn, du redest jetzt so die ganze Zeit von Vollgas und haben ihr eine Ballade gemacht? Ja, sind alles sehr ruhige Songs. Ja, genau, so jazzig, so plätschernd aus der Boxen. So. Ja, nein, so richtige Balladen in dem Sinn hat es nicht drauf. Es hat einen sehr langsamen Reggae-Song drauf, aber ja, balladig nicht, nein. Vollgas. Ja, also. Ja, aber es ist so, der Fabi hat das noch cool gesagt, er hat gesagt, es ist so Brassrock. Brassrock, ja. Ja, also es hat viel Rockiges drin, mit eben den Bläser natürlich, die sind sehr gut so vertreten. Guckerrock. So. Nein. Nein, es ist schon nicht Guckerrock. Ja. Mit 2 Bläsern. Ja, eben, ihr rüben ja im Vergleich zu Nein. Trinken aber auch gerne. Ja. Nein, mit 2 Bläsern hast du halt nie. Ist ein anderer Effekt, gell? Ja. Und es hat aber auch, eben von dem Brassrock aus, es hat auch viel funkige Elemente drin und auch ruhigere Sachen drin. Aber keine Ballade. Jetzt hast du ja vor ein paar Jahren mal so eine kleine... Ja, das war ein Album auch, nicht? Wo allein gemacht hast. Meine Solo-Ausfahrt? Ja. Das war ein Album. Ja, zwar nur, glaube ich, 8 Tracks oder so, aber offiziell gilt das ja, glaube ich, schon als Album. Das gilt als Album, ja. Bis 7 wäre mit EP. Ich glaube, gell? Hast du gefunden, komm, jetzt einer geht noch. Das Album, hey, kein Problem. 8 kriegen wir auch noch. Ja. Es würden ja noch mehr Songs rum sein, gell? Ja. Aber weißt du, irgendwo habe ich jetzt gefunden, 8 kann ich gut. Die kriege ich gut an für das Projekt. Und ich möchte es aber auch nicht überladen mit. Und dann auch noch natürlich finanziell, gell? Das kostet ja. Ja. Was ich mich dann immer so ein bisschen gefragt habe, wie tust du Songs sortieren? Also tust du, wenn jetzt dir eine Idee kommt und du findest, ja, passt der eher zu deinem Solo-Projekt? Also, weißt, oder ist das eher so ein klassischer No-Future-Song? Es ist so ein bisschen weder fahre in Urlaub fragen, ob er eher für Solo oder für die Ärzte etwas bringt. Nein, es ist ein bisschen eine andere Herangehensweise, weil wenn ich für No Future schreibe, gehe ich ein bisschen mit einem anderen Mut an das Ganze dran, als wenn ich für Sam schreibe. Das ist mehr Singer-Songwriter basierend, da hast du akustisch in der Hand, das ist schon mal anders, oder? Und bei No Future bist du mit einer E-Gitarre schon mal in der Hand unterwegs. Und ja, ich probiere dann auch nicht das zu fest zu vermischen. Sonst hat ja Sam auch nicht seine Daseinsberechtigung. Irgendwie ist das schon ein bisschen ein eigenes Thema. Easy,
und klein behalten und alles. Und Ja, aber es ist halt schon, weißt du, durch deine Stimme und dann sind es auch noch Mundart-Songs. Ja, Durch das ist halt schon sehr nachher No Future. No Future unplugged halt das ist fast. natürlich, Ein bisschen so. wenn ein Sänger halt singt, die Stimme, das ist ja halt einzigartig. Und wenn das halt in 2 verschiedenen Projekten vorkommt, das ist wie bei Peter Fox und Seed auch. Also Ja. du hörst irgendwo auch Seed bei Peter Fox. Klar hat es irgendwo mischt, aber wenn du schaust vom Sound her, sind es schon 2 völlig verschiedene Paar Schuhe. Was läuft dort eigentlich? Ist das eine einmalige Ausfahrt gewesen, oder schreibst du da noch so ein bisschen Songs? Dort denke ich auch wiederum wie so ein bisschen mit Ja, was ist der letzte Song? Hast du für Eileen geschrieben, oder? Elin, genau, ja. Für mich ist Genau, ja. und Zina hast ja auch einen Ist geschrieben. genau drauf, Genau. ja. Ja. Darum sind es schon 9 Songs. Ah, ja. Aber ja. Nein, Also die Familienplanung ist abgeschlossen, da kommt jetzt im Moment nichts, oder? das ist ja so, dass No Future momentan so viel Aufmerksamkeit auf sich sucht im Songwriting und allem her, dass ich habe ja überhaupt auch keinen Druck bei Sam. Also ich kann das einfach mal auf die Seite stellen und mal so sein. 10 Jahre später. Hey, wenn ich wieder Bock raus. habe, mache ich es wieder, Ja. weil meine Grundidee war ja, dass ich mich auch dort noch so ein bisschen wie in einer anderen Facette ein bisschen ausleben kann. Mit der Kreativität. Und das habe ich definitiv können und das würde auch wieder funktionieren. Ob ich es wieder mache, das weiß ich jetzt nicht. Ich nehme es so, wie es kommt. Ja, das ist doch eine Gell? gute Haltung, ja. Wo kann man euch sehen, das nächste Mal? Das nächste Mal sieht man Also uns- ist Plattentaufe Ja. jetzt. The place to be. The Place to Be, am 15. April in Ilanz. Und dann haben wir noch weitere Bands mit Dario Hess und Band und Peter Pagada, die uns dort supporten tun. Plus haben wir noch einen DJ Öme, der vom Mitternacht bis um 3 Uhr morgen nochmal Vollgas gibt an der Afterparty. Also das wird ein cooler Abend und ja, kannst nur raten zum Vorbeikommen. Über die ganze selber und noch darüber aus dort sein. Ich oder? hoffe es doch schwer. Ja. Du hoffst ja auch, dass es kommt. Ja, ich müsste eben eigentlich müsste ich schon lange mal singen. Bis jetzt bin ich immer gut davon gekommen, weil ich dann gesagt habe, ja gut, dann brauche ich euch dann im Kulturhaus 2 Monate später oder so. Aber ja, jetzt, ich glaube, ja, meine Frau wäre nicht begeistert, wenn ich jetzt im Kulturhaus etwas machen so. Aber mal, das ist doch einmal eine gute Idee. 15. April. 15. April, ja. Aula in Ilanz. Gut. Geht eine gute Sache. Ja, ich wünsche ein gutes Gelingen. 100 Millionen Streams. So. Nein, ja, ich glaube, was bei euch vor allem wichtig ist, dass ihr auch ja, weiterhin, dass aus diesen 22 Jahren irgendwann einmal 30 Jahre werden. Und ja, das steht ja bei euch im Fokus, seit der ersten EP, die wahre Freundschaft und Genau. die Freude an der Musik zusammen. Genau. Das ist cool. Richtig. Ja. Wir geniessen es miteinander. Ja, das ist doch super. Danke, dass du da gewesen bist. Ja. Hey, danke dir vielmals, Chris. Und ja, holen euch das gute Ding oder hören online einmal rein. Ja, 11 von diesen 12 Tracks kann man jetzt schon überall finden. Danke, dass ihr zugelassen habt. Das war es vom Sonntagsgespräch. Wir sehen uns am nächsten Sonntag. Danke vielmals. Ciao. Merci schön.